Ganz herzlich bei der Pressekonferenz von der Moyen neben mir als der Claude Wieselhey, natürlich als ein Covid-Sprecher an den Michel Wolter für die Situation und die Strukturen von den älteren Leuten anzugehen. Und ich will einfach aufhängen mit einer Aussage, die ich für ich meine, 2 Monate von einem älteren Herr gekriegt habe, den an einem Altersheim gelebt hat. Den hat man geschrieben, hat man ein SMS geschrieben, der Coronavirus hat alles geändert. Das Haus hat viel Corona infiziert. Feier davon gestorben, dass sie leben wie am Prison. Aber wie ich das gelesen habe, also ich muss wirklich sagen, dass das weh. Die Leute, die haben ihr Leben lang geschafft, aber wenn die Leute dann nicht Ende vom Leben so müssen verbringen, das ist wirklich dramatisch. Und ich hatte da noch, das Zitat auch gebracht, wie wir den 19. Januar an der Chambre eine Motion aufstimmen gelassen, eine Motion, die wir uns schon im Oktober erbracht hatten, nämlich wo wir einen nationalen Aktionsplan gefördert tun, für die Eler und für die vulnerablen Leute zu schützen. Und auf der anderen Seite finden wir auch nicht gleichzeitig müssen alle Freiheiten aufhören. Weil das Motion ist leider, da könnte ich wahrscheinlich denken, aufgelehnt gehen mit 31 Stimmen dagegen, 29 Stimmen dafür, und zwar mit der Erklärung, dass es sich im Moment nicht notwendig wäre, mit der Entschuldigung, dass all Haus anders wäre. Und das ist eben für uns wieder eine Erklärung nach einer Entschuldigung, weil die Eler und die vulnerablen Leute daheim und noch an den Strukturen, die haben extrem gelitten während dieser Pandemie. An einer nationalen Strategie, einen nationalen Aktionsplan, wo es wirklich darum geht, für Schutzmaterial zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel FFP2-Maske, wo es darum geht, für gezielten Ansatz von Schnelltesten, von Selbsttester zu machen. Wir schaffen nur Pilotphasen, andere Leute, andere Länder sitzen das schon wochenlang, 6 Wochen lang an, wo es um den efficazen Tracing geht, eine efficace Impfstrategie, um den effikazen Schutz von den vulnerablen Leuten im Allgemeinen. Das wäre absolut notwendig gewesen und das ist doch noch immer. Die Regierung hat das Verantwortung einfach und Heiser weitergehen. Das geht nicht. Die Regierung hat selber eine Verantwortung, so eine Verantwortung für einen klaren, einen gemeinsamen Raum zu definieren, für das notwendige Material zur Verfügung zu stellen. Und das, wie gesagt, am Sinn vom Schutz von den vulnerablen Leuten und damit auch am Sinn von einem allgemeinen Covid-Management. Und aktuell haben wir auch ganz viele Strukturen, wo die Situation dramatisch ist. Und genau auf diese Situation wird Michel Wolter angehen und ich gehe ihm direkt durch die Tür. So, meine Damen und Herren, liebe Journalisten, der 5. März als Neuigkeit kommt, dass zu Niederchor am Altersheim ein Clustergift bestehen, wo eine ganze Reihe Leute infiziert werden, und wo bis zu dem Zeitpunkt 5 Todesfälle zu beklagen wären. Die Information hat mich an dem Sinne interessiert, dass die Gemeinde, der ich verstehe als Bürgermeister, dass das Altersheim auf dem Territorium ist. Schon hat probiert zu bewähren, ob schon eigentlich nie sich mehr gemacht hat, weder vom Betreiber noch vom Ministerium für die Gemeinde, ob ich in irgendeiner Weise mal zu so was las für. Und schon den 12. März habe ich an der Presse ein Interview von der Madame Kahn konnte lesen, es war am Lützeburger Wort, wo sie quasi die Normalität nicht dekretiert hat. Sie hat gesagt wären, dann seit der letzten Woche 5 neue Fälle, positive Fälle wäre gekommen. Das ist aber leider so, dass an der Zeit, wo sie gesagt hat, es wären 5 neue Fälle gekommen, 9 Leute an dem Altersheim gestorben sind. Wie sind die Stadt geworden gehen? Sie sind nicht geworden, weil Beamte von meiner Gemeinde angerufen und gesagt haben, ich möchte ein Problem. Du baust an der Öffentlichkeit wird gesagt, 5 Leute sind gestorben am Altersheim, wir haben aber schon 15 Akte DC, die wir abgeholt. Ich habe nach, nachdem ich meine Enquete gemacht habe, wie die Stadt gewinnt sind zu machen, und ich habe nach bis Donnerstag gewartet, weil jemand nachher können den Punkt kommen, dass die Regierung eine Deklaration gemacht hat oder dass der Bürgermeister eine Information von irgendeinem gekriegt hat. Aber wie das aber nicht geschieht, hast du nicht dezidiert, einen Donnerstag
lächt vor op Chamberstribün ze goen an déi Informationoun der Öffentlichkeit mat ze deelen. Das interessante gesinn, dass dat nëmmen spëtz vu Meisbierch war, weil an denen Dechte no Grund vun enger Recherch vun enger Journalistin vun 10,7 immer neii Clusteren opgetaucht sinn. Zu Rodange, zu Beaufort, zu Kehl, an op der Pressekonferenzen dënchte sinn an en ganz Reihe dabei kom. Von der Staat zu Summen zählen an uni komplett können ze sinn an noch fëllen ze sinn, well ich schon den Zugang zu allen Dolleen hunn, sind innerhalb von 3 Wochen an bis Ufang dieser Woche rund 40 Leute an 3 Altersheimer gestorben. An dem Moment waren nach Leute hospitalisiert und du ich aber keine weitere Informationen. Mit die Informationen, die man der Minister geben heute nur 19. März war die, dass beim Cluster zu Rodange wohl 20 Leute positiv wären. Wie was sie nicht vergessen hat, so wie den 12., das dem Land mitzuteilen, dass 7 Leute gestorben waren an der Institution. Von Kehl ist keinen Moment geschwärzt, so wie wenn es das nicht gibt, und das recht mindestens als darüber reagiert gehen. Das Kehl ist an dem Sinn ganz interessant, weil das ja von einer Reaktion für der DP von Kehl gefordert wird, an den letzten Jahren an den Medien kommentiert ging, und ob ich selbstverständlich nachher daran kommen. Und ich verstehe, dass wir gerne Antworten hätten, mit mir nicht allein. Auch die Familien wollen Antworten. Hu recht op Antworten. Der MIPERAS hat sich gemeldet, an sich besucht, extremst besucht, auch mit Beispielen, wo Leute wirklich an den Altersheimer ganz grav Probleme haben. Patientenvertretung hat sich entretemps gemeldet. Es sind 3 Kommentare an der Presse publiziert gehen. Wir hätten gerne Antworten, und dafür habe ich eine Motion deposiert an der Chambre, für zu gucken, die Antworten für die dann noch zu kriegen. Schon, nachdem ich mir da ein Zeitchen angeguckt habe, 10 Konstanten zu machen über die Situation, wie wir sie heute kennen. Die Konstant Nummer 1 ist den, dass man die Impression hat, dass die Regierung keine einheitliche Politik hat. Es gibt nicht eine gemeinsame, einheitliche Aktion gegen die Covid. Es gibt Covid vom Herrn Büttel, es gibt Covid von der Madame Lennart, da gibt es nicht Covid von der Madame Kahn, und es gibt die Schul-Covid oder nicht Covid vom Herrn Meisch. Ich habe die Impression, wie wenn die Regierung an der Bekämpfung von dem Fleo eigentlich nicht mal den schafft. Au contraire hat die Impression, wie wenn sie sich gegenseitig den Ball zuwerfen, für nicht ans Gespräch zu kommen. Die Konstant Nummer 2. Madame Kahn hat als familienministerisch nie ihre Responsabilität geholt, mir immer aufgehen. Es gibt keinen nationalen Plan von den Alterspflege betreuten Wohnungen. Es gibt keinen Plan, soweit wir informiert sind, was wann geschieht. Wir haben das gefragt am Oktober, als Präsidentin ist darüber ergangen, dass es am Januar an das Plenum kommt und das aufgelehnt ging. Viel Klonen habe ich an dem Gebiet, an den letzten Tagen gekriegt. Die Häuser sperren sich allein los. Also sie sind es mit immer responsabel eigentlich gemacht, sie geben hier eine Absence von koordinierter Politik von Urwen Ruf. Das ist eine ministerielle Laissez-aller, von 4 bis Hannen ohne Plan, ohne Ziel und ohne Strategie. Der dritte Konstant. Die Regierung war immer Courant. Zumindest Gesundheitsminister und Familienminister. Die Vertreter von der Servian wurde an der Chamberskommission auf Nachfrage bestätigt, dass alldach erst in Häusern die Informationen weitergehen über den Zustand an ihren Häusern, und zwar um Santé. Manifest als das Info Cluster nicht weitergegangen am Niveau von der Regierung. Schon Donnerstag mit einer Reihe Regierungsmembers geschwärzt, die aus alle Wolken gefallen sind, wie sie hören, was zu Niederkohlas war. Und ich bin fest davon überzeugt, weil ich die Leute kenne, dass die ganz ehrlich waren. Es gibt dem noch auch keine ordentlich koordinierte Kommunikation an der Regierung. Der Konstant Nummer 4. Das probiert gehen, vorig zu vertuschen. Und das steht ein ganz Base Europa. Und das hat den bei ganz vielen Leuten. Das hat den, weil er Kommentare liest, weil er angerufen wird, weil er Mailen kriegt. DP von Kehl, Partei von Staatsminister, an der Madame Minister, schwätzt ganz viele Leute aus dem Herz.
schon ganz viele Reaktionen darüber gekriegt. Was war die Reaktion von unserem Staatsminister gestern eigentlich auf die Frauen, die von der DP von Kehl abgeworfen sind? Sie sind symptomatisch, wie weit am Menge nah den Herr Büttel von der Realität entretan wäsch ist. Von einer journalistischen Frau am Denk gedriven, war den ähnlichen Meier für sich zu wehren, den das nur gefangen hat mit Scheizen. Als Sachen zu behaupten, die gar nicht von der DP von Kehl gefroht sind, sie gehen. Die Leute haben nämlich nicht behauptet, ministerisch wäre schuld Tod von Leuten an Altersstrukturen. Sie haben just auf Frage gestellt, dass die Nicht-Kommunikation von der Regierung, aber besonders von der zuständigen Ministerin dazu gefordert hat, dass Rümeren am Dorf gelaufen sind, aber waren der Meinung, dass die Rümeren, dass die mehr schlimm sind wie eine proper Kommunikation, und haben gefroht, dass man dem Unfug abgehalten ging, für eben nicht zu kommunizieren. Den Herr Büttel am selben Moment, wenn es den Herr Trump gewesen wäre, da wäre haut als Fake News durchgestellt gehen. Den Herr Büttel hat nämlich behauptet, am selben Kontext, dass, soweit Hegi Füssen, ich zitiere, da ein bisschen eine Residenz encadrée, richtig, wer gewesen, Logement encadré, kein Altersheim ist. Und Madame Kahn wäre just responsabel für die Altersheimer und nicht für die Residenz encadré. Das ist am Ende ein Desolat, der Staatsminister die Organisation für seine eigene Regierung nicht kennt. Das Logement encadré, also wie Zippern und auch wie Pflegeheimer, ein Teil von der Kompetenz von der Familienministerin und das seit einem Reglement Grand Ducal vom 8. Dezember 1999, Artikel 4.4. Zuständig für das Logement encadré zu Lützeburg und dieser Regierung als Madame Kahn. So ist kein. Er probiert also Madame Kahn aus der Schusslinie zu holen, reiht eigentlich eine Menge nach, just nach weiter dran an. Der Constat Nummer 5. Es geht ihn erwischt. Eigentlich kann ich das ja nicht mehr nennen. Er probiert sich der batterer Realität nicht zu stellen und sich reinzureden. Es wird sich auch nicht auf Frage gestellt. Es wird zur Summe gezählt. Auf Twitter und im Interview, den ich auf RTL, den ich gehalten habe, hat er geschrieben, die erste Reaktion auf den Interview wäre eigentlich statt gewesen, dass Madame Kahn eine Pressekonferenz gehalten hat, die auch vom Stadtdeck hätte können gehalten gehen. Und das ist die Reaktion, die ich für ganz viele Leute auch hören habe. Ich will betonen, dass für uns als Partei CSV der Schutz vom Leben die allererste Priorität ist. Das verankert an der Geschichte von unserer Partei, das verankert an der DNA von unserer Partei. All Leben als lebenswert. Auch eine Altperson hat eine Würde und ihren Tod als eine Menge nach nicht als Fatalität durchzustellen. Madame Dani Raske, Journalistin der RTL, hat übrigens an einem exzellenten Kommentar dieselbe Problematik abgeworfen. Dafür kann ich doch ganz ehrlich die Ereignisse von den letzten Wochen nicht erklären, dass ein altes Haus. Das nicht ein altes Haus ist, das gewusst seit Jahren. Das nicht ein altes Haus ist, das gewusst auch am Anfang von der Pandemie. Mein froh ist, wie war das dann am letzten Jahr? Keine Reaktion kommt. Wie war das so für eine Mesure, an dem Haus sterben alle Jahre zwischen 25 und 30 Leute, nicht probiert gehen, für das Haus so umzurüsten, Mond für Mond ein bisschen so umzurüsten, dass er den besseren Schutz für die Leute hat, was ist da gemacht gehen. Dann hast du gesagt, die Leute am Lauterbauer wären mehr alt wie den Durchschnitt. Wenn sie mehr alt sind wie den Durchschnitt, dann muss ich an dem Haus extra Regeln feiern, dann muss ich extra auf die Leute aufpassen. Kann ich doch nicht so, sie wären mehr alt, also sind sie gestorben. Dann ist also erklärt gehen, die Leute wären polymorbid gewesen. Wir sind am Detail an der Kommission gewöhnt, was kränkten die Leute hatten, von Blutdruck, über ihre Schlag, Nierenprobleme, chronische Bronchiten und so weiter. Aber das ist doch nicht das Problem. Das ist gesagt, in 88 Jahren hätten die Leute an der Moyenne gehabt, wie sie gestorben sind. Das auf der Pressekonferenz gesagt, wären nicht mehr an dem Altersheim gestorben wie am Ausland. Meine Damen und Herren, das ist doch nicht das Problem. Das ist doch nicht das Problem. Das ist das Problem, was gemacht gehen, für den Virus aus dem Haus zu holen. Und das gesagt gehen, auf der Pressekonferenz, ja, von den Virus bis am Haus hört, ja, da geht es aber nicht mehr. Ja,
wann in bis am Haus huet, da gëtt innen noch net mi meeschte. Mit froh diese stellt, an die hätte man gerne analysiert, dat das wat die Regierung gemerkt, wie ze summen mat den Häuser, dat jo net mi de Lauterbohrer leng. Mat den Häuser Regeln opzustellen fir so gute wie méiglech, können ze garantiieren, dat so man wie méiglech Fellgifen optreten. Well ich muss ganz ehrlich so han all deudesche steht eng Familie. Han all deudesche steht eng Familie de Mënsch verloe, a viel als sie richtig Rosen iwwer die Äderweis wie den dënschen Durchstellung gemach gin ass. Mir hat der och moes relativ solid Verwerfungen dowingst an der Chamberskommission. Iwer die kontabel Äderweis, wie eigentlich Ziffern zur Summe gesagt sie gin, wie eigentlich Nummern op Leiit gesagt sie gin, an keinem Moment probiert gin ass zu erklären, wat eigentlich geschieht ass, wie weiter dat geschieht ass. Bei mir Auner am Interview hatte ich de Message firgelesen, den en Mann mal geschickt huet en dünchten schlesen den Naker 4 Leute net mat krit. Hi net mir geschrieben schon halt még Mann begrowen und der Gewissheet, dat het na net hier betuwe. Konstat Nummer 6. Für die Situation schränkt sich reden, fabriziert die Regierung sich hier Schifferen. Beispiel Pressekonferenzen dünchten. Madame Kahn seht, geht der BRTL überholt, geht beim Lützeburger Wort überholt am Titel 324 Todesche von 720, dem Moment kämen es den Altersheimer. Frieden dann nur an der zuständigen Kommission, da geht die Gewur, dass all die Leute, die am Betreute wohnen, gestorben sind nicht an der Statistik, ob der Seite von den Altersheimer stehen. Guck den aber die Regierung, da stellt ihr fest, dass man am Kern zuständig ist für Altersheimer, Pflegeheimer, abbetreut wohnen. Nummer die 2 kommen an Statistik, die dritte ist nicht dran. Das bringt dann nach sich, dass zum Beispiel die 8 Todesche von Kehl, weil der Logement encadré ist, nicht an der Statistik als gestorben an einem Altersheim sind, mehr als gestorben daheim zählen. An all die anderen, die an den letzten Wochen am Main an den selben Strukturen gestorben sind, stehen noch nicht auf der Seite, wo sie müssten sein. Ich habe ein Dokument dabei, das ich ganz gerne ausstelle. Das datiert vom 21. und 22. November. Das Dokument, das schenkt mir ein Problem d'Intendance gewesen zu sein. Den aus dem Chamber verschickt gehen. Und das Dokument, das ist das kompletteste Dokument, das ich bislang gelesen habe, wenn es darum geht, Analyse zu machen von dem, was zu Lützeburg geschieht. Das ist am Menge ein Dokument, das ministerisch gut, einmal die Woche, einmal auf 14 Tage, ich ignoriere das, für eigentliche Politik zu bestimmen, für zu gucken, was los ist. Die Informationen, die an diesem Dokument sind, das ist schätzungsweise 5-mal das, was alle Woche publiziert wird. Und das ist ein ganz interessant Sache dran. Das ist nämlich da eine Analyse gemacht, die darüber nicht nur, wen ist am Altersheim gestorben und wen ist am Spital gestorben. Mit das auch nachgeguckt, wen ist aus einem Altersheim an einem Spital gestorben. Und stellt den da fest für die Analyse, den Datum, also die Periode, wo du kommst, zwischen dem 1. Oktober und dem 21. November, das sind 140 Leute, die gestorben sind, der 74 an den Altersstrukturen gestorben sind, 64 am Spital, also aus den Altersstrukturen am Altersheim oder am Spital, 64 am Spital und 2 daheim. Das heißt, wir waren Pick von dem, was wir hatten, November, weil der Pick November, Dezember, waren wir in einer Situation, dass mehr Leute an und aus den Altersheimen gestorben sind, wie daheim. Das ist wichtig als Dokument. Also wichtig für das zu wissen, weil das nämlich auch eine Konsequenz für die Menge nehmen, ob der weiß, und auch wie eine Bewertung kann machen von dem, was die Regierung an den letzten Monaten an diesem Domain gemacht hat. In Amerika, da ist ein Gouverneur, den heißt Cuomo, den ist Gouverneur von New York, ganz solid zur Zeit unter Druck, weil die Statistiken, die er publiziert hat, nicht der Realität entsprechen, so wie sie eigentlich durchgestaltet gehen sind. Ich fand es wirklich nicht normal, dass über Menge Statistiken
publizeiert gehen, an denen die Leute in enger Kategorie müsste stehen, nicht an der Kategorie stehen, mehr an enger einer. Mein siebente Constat ist, es gibt manifestement keine Prozedur, was zu machen ist, weil Leute sterben oder weil viele Leute krank gehen an den Häusern. Es gibt keinen Alarm, es gibt keine Intervention, es gibt keine Kommunikation. Darauf sind schon ergangen. Auch hier sind Häuser auf sich lang gestellt. Froh als Gestalt gehen an der Kommission von einem Deputierten, die Antwort war, von alles gelaufen ist, dann eine kleine Tüte durch die Inspektion sanitär gemacht, von der Stelle richtig genauso abgeschrieben, wie in dem Moment gesagt ging, ist fertig. Keine Konklusionen, keine Konsequenzen, keine Lehrung, keine Erfahrungswerte von früheren Clustern, die wir letztes Jahr schon hatten, und die hätten müssten am Menge nahe zugehen. Wir können das, was am März geschieht, für das können zu verhindern. Constat Nummer 8, dass die politischste Constat, dass sie manifestement an Eisen an die falsche politische Prioritäten gesagt gehen. Das dezidiert geht wissentlich und willentlich für bei den Altersstrukturen kein Cordon sanitär zu machen an der ersten Phase. An anderen Ländern ist das geschieht. Wir wollen in allein alle seit Maint tiefgreifenden Abschnitt an unserem Leben. Wir dürfen als Familie nicht gesehen, wir dürfen maximal 2 Leute daheim empfangen. Wir haben an der Not quasi Hausarrest dekretiert von 31 Deputierten für was? Was ist der Grund, dass man so etwas macht? Was ist der Grund, dass 650.000 Leute gebeten sind für sich zu tun? Den Hauptgrund muss doch DC für zu verhindern, dass Leute sterben. Den Hauptgrund Nummer 2 als den, an den Delen mir, das muss geguckt gehen, dass unser Gesundheitssystem nicht kollabiert. Dass also nicht mehr Leute auf die Intensivstation kommen, an Spital kommen, wie das System das packt. Den Hauptgrund, für was das machen, ganz ehrlich, als nach den, für dass die alle Leute, die man solle schützen, wo man permanent kriegen, so gesund kriegen, dass die zu schützen wären, dass die uns nicht sterben. Von all der Leute in Kontakt kommen mit Residenten, die nicht geschützt sind, dann ist das ein Problem. Das ist ein Problem, den Familien auch entretemps mitteilen und so gesehen. Da möchte ja all die Erfahrungen, die wir machen, irgendwo keinen Sinn mehr. Es möchte ja keinen Sinn für zu sagen, die muss das dann machen, von das, was du eigentlich willst, erreichen, durch andere Mesuren, die du nicht hältst, dann konterkariert gehen. CSV hat Proposen gemacht. Wir waren der Meinung, dass prioritär die Leute mit geimpft sollen gehen an der ersten Phase. Das ist aufgelehnt gehen, wie so viele Proposen, die wir gemacht haben, an der Chambre aufgelehnt sie gehen. Der Constat Nummer 9. Wir behalten ein Problem. Schon morgen nach einem Interview von Professor Müller spielt schon Interviews an internationalen Artikeln gelesen, die sagen, dass auch wenn die Leute bis geimpft sind, es keine 100% Garantie gibt, dass sie nicht rückfällig gehen, und aber positiv können gehen, und aber können sterben. Wenn wir also keine Garantie haben, da bleiben wir ja nullens vollends an einer Situation, dass wir die nächsten Monate, Jahre nach Restriktionen, Vorsichtsmaßnahmen, Encadrementsmesuren holen, für auch wenn die Leute bis geschützt sind, dafür zu sorgen, dass die das dann nicht als Schutz eigentlich abholen, wo die Körper nicht mehr abhält, für das die können in normalen Konditionen leben. Wir sind der Meinung, dass auch nur Aufschluss von den Impfkampagnen bei den vulnerablen Leuten besonders Regeln gelten müssen, für weiter eine mäßige Protektion zu machen. Und wir hoffen und wir fordern, dass dann einen konstruktiven Dialog mit den Häusern, den Personalvertretern und der Familie diskutiert wird. Der Constat Nummer 10. An diesem Haus, was zurzeit ihren Sahne das tat, also Neusenaar in keinem Moment probiert, die für die Opposition anzubannen an der Chambre. Schüss, wenn es darum gegangen ist, schlecht Texte an der Santé-Kommission redaktionell zu verbessern, da waren die Ideen von uns gut. Wir haben, der DR hat, die Linke haben, Piraten haben, Dutzende von Propositionen an der Chambre ragin.
sie sie quasi all aufgelehnt gehen. 31, 29. Zum Teil, das wird das extremst vexiert. Also man vom letzten Jahr Situation an der Chambre entstanden, dass bei Motionen von der Opposition Majoritätsparteien nicht mal mehr geantwortet haben. Nicht einmal mehr geantwortet. So, einer von den wichtigsten Debatten, die wir hatten, mengen war am November, ich kann mich aber nur einen Monat irren, wo wir 4 Motionen reingehen haben, wo wir als Besuchnis über die Situation an der Schule eine ganz konkrete Proposition am Namen von der CSV gemacht, wo wir die Situation an der Schule verbessern können. Ein einziger Orateur hat eine halbe Minute oder 1 Minute darüber geschwärzt. Dann sind die 4 Motionen aufgelehnt gehen. 31 gegen 29. Die Platz, wo eigentlich debattiert soll gehen, die vorgesehen ist, dass diskutiert wird. Also Menge nah, das soll nicht an meinem persönlichen Numm zu einer Kopfnicker Chambre vorkommen, an der dat, was auf anderer Platz ohne öffentliche Diskussion schon dezidiert ging ist, einfach durchgewinkt wird. Lo sind ich schuld auf meinen Kap, weil ich meinen Kollegen nicht will, dummer doch eigentlich rabbringen. Mir ist so nicht allein. Gewerkschaften, Patronat, Berufsvertretungen, Ethikrot, Journalisten, all kommen sie zur selben Konklusion. Das eigentlich das, was an dem letzten Jahr gemacht ist, und das geht munter so weiter, am Vielfalt nicht debattiert wird. Quasi mit keinem debattiert wird, diskutiert wird, für mal nur zu fragen, ob das, was in am Gangen ist, zu machen, ob das richtig ist für die Zukunft von unserem Land. Ich komme dann zu unseren Prioritäten, was die Altersstrukturen anbelangt. Als allererst, vielleicht sogar einzige Priorität, die wir wollen so sehr wie möglich an den nächsten Wochen umsetzen, das ist schützen und abmachen. Die Situation an den Altersstrukturen ist ganz schlimm. Die Leute kreischen am Telefon, wenn sie darüber schwätzen. Der MIPERAS, Patientenvertretung, all uns an den letzten Tagen darauf hingewiesen, wie dramatisch die Situation von den Leuten ist, die an den Altersheimen sind. An Eisenach müssen Patienten, Pensionäre, so sehr wie möglich Kontakt mit ihren Familien kriegen. Das geht aber nicht mehr für sichergestellt, dass das optimal, das heißt, so gut wie möglich geschützt gehen. Auch wir sind uns bewusst, dass es keine 100% Sicherheit gibt. Es gibt keine 100% Sicherheit am Leben, just die, dass wir irgendwann ein Kehr sterben. Wir können aber vieles besser machen, wie es heute funktioniert. Wenn in einer koordinierten, übergreifender Diskussion bereit wäre, an der Öffentlichkeit über die Situation von den Leuten an den Altersheimen zu diskutieren, und das nicht nur am stillen Kämmerlein, sondern auch mit den betroffenen Familien. Ich habe an der Kommission müsste vorwerfen lassen, ich werde zu viel emotional. Und mit Emotionen können den so Punkte wie die Heine diskutieren. Ja, es sind emotional. Mit hat es einen Grund. Hier haben die Damen und die Herren 7 Forderungen. 7 Forderungen, die wir und die Regierung stellen, an die wir als Proposition von der CSV mitteilen. Wir hätten gerne sofortig Abstellen von einem Cordon sanitär prioritär an den Altersheimen, am Beispiel für die Spitäler. Wir hätten gerne eine nationale Strategie für Altersheime basiert auf verbindlichen Regeln und nicht auf wertlosen Zirkulären. Wir hätten noch gerne eine nationale Informationsstrategie ab Pflicht für die Öffentlichkeit zu informieren, was dann der Zustand an der Situation an den Altersheimen ist. Und wir hätten gerne eine Exit-Strategie, über die ich für schon ein bisschen geschwärzt habe. Wir sind für das Prinzip von der Impfpflicht für Leute, die bei vulnerablen Leuten arbeiten. Das war ein bisschen kurz gegriffen, mein Resonnement meinden. Dann ist am Radio, wenn ihr in 10 Minuten hört, da könnt ihr denken, dass das Impfpflicht, dass das hängen geblieben. Ich erlaube mir, das dann auszudeutschen, mit dem wird gesehen, dass das 2-3 Minuten dauert. Wir hätten gerne Topstellen, Verdelen von einer Green Card, die für alle Leute zählt, die an diesem Sektor schaffen, direkt oder indirekt, basiert auf 3 Prinzipien: Impfen, negativen Test, Antikor. Wir wissen, dass die KK forcieren, sich impfen zu lassen. Mit nicht an Eisenach selbstverständlich sein,
dass schiedwer seg Responsabilitéit do hëlt, wo se zu hhöllen huet. Wann en Beruf gewählt oder geléiert huet, wie den do, dann ass dat an Eisener noch mat Verantwortung verbonnen. Leiit, die mat da eelsten a vulnerabelste Matbierger schaffe, sollen sie net nëmme betreien, mé och beschützen. Och dat as een Deel vun der Lesung. A wann en sech net kann oder net wëll impfe losse, da muss en an Eisener permanente Beweis erbringen, dats en de Virus net an se streit. Dan wird dorop lapidar seit meint Datenschutz. Datenschutz verhindert, dass das geht. Für was? Verhindert den Datenschutz an über Bayern, wo sie gewählt haben, dass die Bundesstaaten, wo die geringen Herr Kretschmer, ich weiß alles, schießt oder nicht. Baden-Württemberg, pardon, sonst werden wir noch nicht kommen. A Baden-Württemberg hun se eng Verordnung los. Verordnung ass a Baden-Württemberg gleichzusetzen mat diesem Reglement Grand du Cal. Zu eng Verordnung verlos, dass Schiedverein, der bei einer vulnerabler Person aktiv ass, ob dat an enger Struktur ass oder net an enger Struktur, weil viel von den Leuten gi auch hem bei Leiit, dass die sich 3 Monate für die an enger Struktur schaffen, testen muss los sein. Und die Leute müssen den Nachweis bringen, hier im Patron, dass den Test da ist und dass der negativ ist. Als den Test nicht da, dürfen sie nicht schaffen gehen auf die Platz. Als ein Test negativ, als ein Test positiv, selbstverständlich auch nicht. An die Leute, und das scheint das auch wichtig zu sehen, dass die über die dann schwätzt, die heimfuhren, die auch am permanenten Kontakt mit den Leuten sind, weil sie von Haus zu Haus gehen. Da ist Baden-Württemberg die Regel, dass die sich 2 Monate vor testen muss negativ sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann können sie nicht mehr schaffen gehen. Ich meine, da gehen wir noch das Lasch zurück. Das war also als Forderung Nummer 3. Wir fordern die sofortige zur Verfügungstellung von Schnelltester durch die Regierung für alle Leute, die an dem Sektor arbeiten. Und auch für Familienmember, die bei die Leute auf Visit kommen. Die hat alle Götte vom Fall von Tübingen, von Radar Weiß, dem Pilotprojekt, den letzten Jahr geschieht das oder hören. Wir fordern eigentlich Tübingen, zu Lützeburg, zu machen, dass die Leute es können, und ohne Stress bei ihren Familien gehen, sobald die Impfkampagne aufgeschlossen ist. Den Herr Schneider, Herr Schmidt, hat an der Kommission gesagt, wir kaufen Stelltester von der nächsten Generation, weil die sind besser. Ich habe mit Professor Müller geschwärzt, der noch der letzte Samstag einen ganz interessanten Artikel am Lützeburger Wort zu dem Sujet publiziert hat. Die gesagt hat, wir müssen Gas gehen. Und die gesagt hat, wir immer nicht mehr warten. Für 6 Monate waren Schnelltester da, für 3 Monate war eine neue Generation da, heute ist eine neue Generation da, an 3 Monaten ist eine neue Generation da. Wir wollen als Regierung immer nicht mehr warten. Ich warte auf die nächste Generation, weil die mir einfach ist. Da können wir in einer Situation, dass ich keinen hat, und das ist die Situation, die wir heute kennen. Wir fordern noch, so wie den OGBL, die sofortige zur Verfügungstellung von Schutzmaterial durch die Regierung und alle Häuser. Wir können mit der Aussage von der Ministerin, die sieht, das ist das Problem von den Strukturen. An der ersten Phase haben wir das gemacht, wir müssen Strukturen das machen, nicht als d'accord erklären. Von den 165 Millionen kann ausgehen für Large-Scale-Testing, wohin sich nur der ersten und der zweiten Phase, aber ganz seriös froh, muss stellen über die Wirksamkeit nach von der dritten Phase, an der er da weiß, wie sie durchgeführt wird. Da muss ich noch suchen, nur für sicherzustellen, dass es nicht in der finanziellen Situation von dem einen oder dem anderen Betreiber aufhängt, ob die Leute das Material zur Verfügung gestellt kriegen, was sie brauchen. Wir hätten gerne nachvollziehbare Statistiken. Wir hätten gerne Statistiken, wo die Leute an der richtigen Kolonne sind, wo die Informationen so sind, dass sie transparent sind, nachvollziehbar sind, dass sie wissen, was für eine Rubrik von denen Schiffern, die publiziert gehen, stehen. Und wir hätten gerne, und das wisst ihr, eine unabhängige Etude. Weil nach all dem, was wir in Diensten nach einer erlebt haben, leben wir nicht drin,
dass eng interne Etude vun der Santé durchgeht, fir dat zu erreichen, was wir gerne hätten. Wir hätten gerne eng gesundheitstechnisch, eng epidemiologisch, eng Viralanalyse, die zu feieren ist, für zu gucken, vielleicht aus der Lauterbahn das richtig, weil da so viel waren, für zu gucken, was ist dann auf Hände konnten Origin. Was ist denn Origin? Ein Dünschen de Moien ausgesucht gehen, es waren 4 Huschen an der Kommission, es waren 4 Huschen zu Niederkur. Hätten sie festgestellt. An der Pressekonferenz hat Madame Kahn gesagt, es wäre auf 4 verschiedene Plätzen ausgebracht. Da weiß ich nicht, ob wir von derselben schwätzen, weil das auf 4 verschiedene Plätzen ausgebracht wird, das wäre eine Info, die wir an der Chamberskommission nicht kriegen. Aber wenn wir über dasselbe schwätzen, dann muss ich auch heute nicht sagen, dass es nicht dasselbe ist. Das ist nicht dasselbe, ob ich 4 Huschen an einem Haus habe oder ob ich auf 4 verschiedene Plätzen einen parallelen Ausbruch von einer Krankheit habe. Und dafür hätte man gerne eine Analyse. Madame Kahn hat auf der Pressekonferenz gesagt, das wäre ganz schwierig. Der Professor Müller, mit dem ich mich dann noch darüber unterhalten habe, in einem ganz langen Gespräch, hat mir versichert, es wäre möglich, wir hätten Kapazitäten heute zu Lützeburg mit Miseseier machen. Miseseier machen, für sicherzustellen, dass die Daten, die ihr braucht, für die Sequenzierung zu machen, die notwendig ist, für herauszufinden, was an dem Haus geschieht ist, dass die nicht mehr da sind oder nicht mehr an einer Qualität sind, die notwendig ist. Wir hätten gerne eine Etude über Prozeduren, eine Analyse über Prozeduren, die es gesehen oder nicht gesehen. Das ist ja immer die große Debatte, weil das Ganze aus den Häusern, wenn ich das richtig verstehe, just über zirkulär mitgedeelt wird, was sie da eventuell könnten machen. Zirkulär hat keine Valeur juridisch. Wir hätten gerne, dass analysiert wird, ob Prozeduren da waren und ob die Prozeduren, ob die auch mit bestem Wissen eine gewisse Summe so angehalten sind. Und daraus ergibt sich für uns auch die Frage von der politischen Responsabilität, die sich nur der Analyse, die ich gemacht habe, eindeutig ergibt. Darüber hinaus brauchen wir eine klare Exit-Strategie an den Altersstrukturen und darüber hinaus. Die Leute tun es genug, immer nächst verträgt zu gehen. Das ist der zweite Punkt, den ich an den vielen Gesprächen auch im Internet mit den Leuten tun. Die Leute tun es richtig genug zu Lützeburg. Für immer nächst, von enger Woche auf die nächste, von der auf die nächste, von der auf 3 weiter verträgt zu gehen. Wir haben am ersten Konfinement gesagt, wenn wir uns verschicken, da wäre die Sache nach dem Sommer rüber. Für den Sommer haben wir gesagt, wenn wir Chance hätten, da könnte es nicht mehr rum. Am November hat der Staatsminister gesagt, dass wenn wir nach 3 Wochen durchhalten, da können wir vielleicht Christtag retten. Im Dezember hat Madame Lehnert gesagt, wir sind auf der letzten Linie dort. Den Herr Büttel hat gesagt, am Januar geht das Problem sowieso vom selben fort, weil wenn wir dann anfangen mit Impfen, dann löst es sich vom selben. Da sind wir im März, jetzt sind bald keine Vakzine da, die sind dann low, und erst für den nächsten Monat sind sie annonciert, und jetzt sind noch bald keine Schnelltester da. Jetzt sind aber Länder an Europa, auch der Europäische Union, die als groß tun, die schon am zweistelligen Impfbereich sind, am weit, also mehr wie 10 sind. Dafür stellen wir uns froh und geht nicht einfach durch, für immer zu so, UK gut. Ich muss noch mal eine seriöse Analyse darüber machen, was haben wir da gemacht, für zu gucken, dass wir da Giffen kriegen. Und Schnelltester, die Damen und Herren, schon der mitbricht. Hier sind sie, die von der letzten Generation. Die kosten zwischen 5 und 15 Euro. Kosten die. Pro Tod sind da 2 dran. Die können dazu Träger, kriegen sie mit billig, im Kollege immer gesagt. Da kosten sie nur 5 Euro, hier kosten sie ein bisschen mehr. Die werden die auch irgendwann ein Mann kosten. Wir fordern die Regierung auf, dass da ein millionenfacher Ausfall zu kaufen. Für das man Schiedvereine auf der Platz, wo es notwendig ist, Möglichkeit gibt, für das über Schnelltests keine 100% Sicherheit kann kriegen. Das ist nicht so ein Punkt, wofür drin. Wir aber so ein größtmöglichst Protektion kann kriegen, die ihr braucht, für können es an ein geregeltes Leben zu kommen. Wenn wir das nicht machen, wenn wir die Schnelltests nicht machen, wenn wir die Vaccinationsgeschichte, wenn diese zieht, nach über Maint, da werden wir über Maint nach an einer Situation leben, an der wir sind. Logisch, man ist verträgt. Wir gehen jetzt verträgt, gestern.
An dem Lo gesot kree meier Login Terrassen op. Me se gin awer net direkt op. Sie gin a 14 D Job. An se gin a 14 D Job van Zëlle sech net verschlechtere. Ich weiß nicht, ob der gestorben geguckt hat. Zölle sie richtig schlecht. Wir sind am 300er Bereich. Über 300. Den Tag sind wir gekommen. Wenn ich das richtig gelesen habe, was ich gestern da zu lesen konnte, Zeit von RTL, wenn das richtig ist. Wir sind also nicht am 300er Bereich. Wir sind also nicht auf einer Kurve, die raufgeht. Das sind nicht die von denen, die sehen, wir müssen die Leute permanent aussperren. Es ist so just, der Message muss kohärent sein. Du kannst nicht an einem Moment, wo es an Blut geht, die Leute so mal wir op, aber wenn es drauf geht, die Leute so wir zu, und eigentlich die Leute all 3 Wochen eine neue Geschichte erzählen. Mal also der P-Wert, mal sind die Leute, die positiv sind, mal sind die 12 von den Leuten, die an den Spitälern sind, mal sind die 12 von den Leuten, die auf der Intensivstation sind, mal sind die 12 von den Leuten, die gestorben sind, mal sind also die Charge, die an den Kläranlagen zur Verfügung, also das, die d'ailleurs nicht vom selben publiziert gehen, als mir auf massivsten Druck von der Chambre reicht, lo seitdem permanent publiziert wird seit dem November. Wir gehen verträgt, und so lebt es seit Maint, ohne Plan und ohne Kompass. Und die Leute haben, muss ich ganz ehrlich sagen, und das spürst du auch unter der Weise, wie die Leute sich beholen, entre-temps, ganz klar. Ich komme zu meiner Konklusion. Madame Kern hat an dem letzten Jahr am bis den letzten Dünschen inklu bewiesen, dass sie nicht frei von der Lehre ist. Sie hat falsch politische Decisionen geholt an Eisen an. Sie hat in keinem Moment eine aktiv, proaktiv Rolle gespielt. Das gibt einem von allen Interventionen am Sektor das konfirmiert. Sie hat keine Richtlinien rausgehen. Sie hat Häuser allein gelost. Sie hat nicht ordentlich kontrollieren gelost, wo Probleme sind. Sie hat nicht reagiert, wie die letzte Jahr die ersten Cluster gekommen sind, für die nächsten Etüden zu machen, für zu verhindern, dass es danach weitergehen. Sie hat auch nicht profitiert von diesen Cluster für Konklusionen zu ziehen, die lehrreich gewesen wären für das Aménagement von den Altersheimen auf anderen Plätzen. Per contre weist sie die Schuld immer auf andere. Das ist der Santé, ihre Responsabilität. Das ist der Koppers, ihre Responsabilität. Das ist den Häuser, ihre Responsabilität. Wie ein Mantra. Seit Wochen, seit Mainz, hat Madame Kern etwas zu einem Ressort zu sagen, wo sie ministerisch ist. Also nicht immer die anderen. Sie ist die Einzige, die eigentlich mit nichts etwas zu tun hat. Aber was für mich das Schlimmste ist, sie hat der Öffentlichkeit Wahrheit enthalten. Und damit zu einer großen Verunsicherung und Roserei an der Bevölkerung gefeuert, inklusive bis an hier eine Partei ran, wie zum Beispiel von der DP, von Kehl, der DEISCH kommt, gesehen. Wir brauchen an Eisenahn an der Spitze von dem Ministerium eine Person, die mit Engagement, ich gebe sogar so eine Leidenschaft, sich für die Vulnerabelsten an unserer Gesellschaft ersetzen. Wir müssen, die Damen und Herren, der Fatalität Aktionen gegen die versetzen. Es geht nur durch, für Not zu gucken. Merci. So, merci. Ich denke, da hat noch ein paar die Frohen, wie gesagt, der Claude das für allgemein Covid-Frohen und natürlich der Michel für, ja. Das wäre mal interessiert, Sie eine kurze, knackige Sätze, was die Konklusion aus dem nächsten Abschnitt von Herr Wolter seiner Intervention. Schenkt man da die Sätze an Grund, es fehlt zur Erwähnung gesund, wir werden die unabhängige Etüde für politische Konsequenzen zu 10 Minuten, Konklusion am Anfang schon zu. Das wäre eine echt von die zwei Vorsichten faktuell, nach Fischstrafe, das ist eine Gruppe, also Fischstrafe am Interview so ein Problem. Wäre nicht schnell als das Problem wäre viel mehr an die Struktur gewirrscht, dass Personal oder dass die Strukturen nicht möglich wären, das Personal aufzustellen, die gebraucht hat für die schnellen Personal und für die Sanitär auch nicht können aussparen. Das ist nicht gerade auch entsprechend gerade dem, wie die Situation beschrieben wird. Nee, das ist
Also ich kann den zweiten Teil von der Frage beantworten, weil ich schon doch no gefragt gehabt und das sind sich zwei verschiedene Pörschung. Ja, sind die Tester, die sich muss für professionelle gemäht gehen, und just die Tester, die sie im Moment tun. Sie haben keinen Schnelltester zur Verfügung. Also sie fangen recht irgendwann ein paar Wochen, ein paar Häuser mit Pilotprojekten. Und das ist das, wo man sich den Vorwurf machen. Die anderen Länder sitzen sie an, und mehr haben es verpasst, das zu bestellen. Die Do-Tester wären just gedacht, für die Leute, die Besuch kommen oder die Kinder, dass die getestet gehen, und dann müssten die professionellen Dosen für die zu testen, und die haben sie nicht. Wir fördern Schnelltester für Selbsttester für Personal und natürlich für den Besuch, und dafür brauche ich kein spezifisches Personal für die können zu machen. Zu der ersten Frage, also so, dass wir eine unabhängige Etude gefordert haben. Wir haben die Dünste nicht gut. Wir haben Dünste als probiert gehen an unsere werden, für die Sache über die lange Bank zu schieben. Wir haben konkret gefragt, dass es gesagt gehen, wen, an was für einem Delay, mit was für einem Budget die Etude machen, die notwendig sind, für dass wir die Sicherheiten kriegen, die notwendig sind, für eine definitive Konklusion können zu zeigen. Das ist den Evolet, das ist also kein Widerspruch. Den anderen Teil vom Problem, das ist politische Responsabilität von einem Minister, die an unseren Ahnen nicht das gemacht hat, repetitiv nicht das gemacht hat, und schon mal viel mehr gehen, dass das vielleicht nicht knackig ist, sind nicht die knackigsten, das weiß ich. Ich habe probiert, nur bestem Wissen und Gewissen alles das rumzubringen, was eigentlich an dem Minister da an den letzten Monaten nicht richtig gelaufen ist. Ich will keine Schuldverweisung machen par rapport zu den Leuten. Ich will aber so, dass die Madame hier politisch Arbeit nicht gemacht hat. Wir sind aber an einer Realität. Wir sind an einer Realität, dass 60 Leute an der Chamber sitzen. Davon sitzen der 31 auf der einen Seite und 29 sitzen auf der anderen Seite. Lo kann es ja sein, dass an den nächsten Tag das Majorität angesagt, dass das, was am vollen Gang ist, zu geschehen und Diskussionen bis an die eigene Partei ran, dass das Grund genug ist, für zu sagen, wir wechseln dort den Titulär. Falls das aber nicht geschieht, falls wir die Etude, so wie wir sie gerne hätten, nämlich eine unabhängige Etude und nicht eine Etude, die von der Santé gemacht wird und an der nach den einen oder den anderen Experten dabei kommen, falls das nicht könnt, ja, da bleibt es nicht anders, dass übrig wie an der Fraktion darüber zu diskutieren, was von Chambers, die ihr zusammen könnt, dann die Motion oder Resolution aus, die wir dem Moment abbringen. Das ist der Werdegang, das Altnächst nicht kurzer knackig, mit Politik ist nicht immer kurzer knackig. Das ist für uns ganz klar. Für uns ist es ganz klar, und ich habe eine halbe Stunde probiert, das zu erklären, aber die so, das fehlt nach einem Satz. Nein, es fehlt kein Satz. Es fehlt kein Satz. Es fehlt kein Satz. Nein. Ich habe dafür drüben noch eine Schule, während 3 Minuten probiert zu erklären, dass wir noch nicht auf dem Punkt sind. Es kann ja sein, contre toute attente, dass an der Majorität, die sich aus 3 Parteien zusammensetzt, sich ein Movement ergibt, den Dohi feiert, dass aufgrund von dem, was in den letzten Wochen geschieht ist, auch andere Leute der Meinung sind, wie mir, dass politische Konsequenzen zu ziehen sind. Sollte das nicht der Fall sein, kommen wir an die klassische Situation herum von 31, 29, da müssen wir, le moment venu, an der Chambre das machen, was wir für richtig fanden. Ich will ja schon, dass das am Ausland schon gehen ist. Das ist vielleicht zu Lützewig noch nicht so oft gehen, aber das ist am Ausland schon gehen. Das Leute, die Manifest hier habe ich nicht gemacht und am Ende von ihrem Amt, dass die von der eigenen Partei gebeten sie gehen, für zurückzutreten. Das ist schon gehen. Weil ich die W noch nicht sehen. Das ist für ich ist das vielleicht gut, aber für mich nicht. Da geht EW, geht nur um andere. Wir sind lo am Punkt, dass wir das durchgelöscht haben, was wir so, es sind andere Parteien noch an der Chambre. Es sind andere Parteien aus der Majorität und aus der Opposition an der Chambre. Jeder soll das so, was nicht mehr. Für unsere Situation auf jeden Fall klar.
Wenn Herr Auner hat eine Frage. Extrem kurz und das ist wirklich schon heute kein Thema, weil wir dann durchgehen und trotzdem Herr Wolter tut Kontakt, die kriegt die emotionale Message immer wieder genug wird. Es gibt aber auch noch die anderen Message von anderen Leuten, die an dem Sektor schaffen, die viele sind aber noch extrem attackiert. Die konzentriert sich dann natürlich ganz stark optimistisch, wie das aber ganze Sektor, die das als Versucher so hinterstellt durch den was. Und das vielleicht nicht gerade alles immer so gleich wieder durchstellen. Ja, ich meine, das ist eine Appreciation, die dir als Journalist könnt tun. Ich habe ja keine Schuldzuweisung gemacht und nicht den an dem Sektor schafft. Au contraire. Ich habe just gesagt, und dort so stehe ich, weil das ist meine fundamentale Meinung, dass wenn ich an einem gewissen Sektor schaffe, wo ich mit den vulnerabelsten Leuten zusammen schaffe, die zu Lützeburg gehen, dass ich mehr Responsabilität habe, wie wenn ich irgendwo das schaffe. Sodass für mich eigentlich schon ein Moment von selber eigentlich geschehen, dann ist sie noch feiert. So, und das ganz offen. Oder vielleicht ihr seht nicht frei mit den Leuten. Wir waren immer 50% von den Leuten, die sich bei den Leuten direkt am Kontakt sind. Und das ist ja nicht das Personal, was geimpft geht. Also sind ja eine ganz Reihe nicht geimpft gehen, die auch gerne geimpft gehen. Von da, am Stand von gestern oder vorgestern, nehmen 50% von den Leuten sich impfen gelassen haben. Dann ist das für uns nicht satisfisant. Das ist nicht satisfisant, d'autant plus. Das riskiert, das zu geschehen, was wir aber nicht mehr können in dem Moment definitiv gesehen, wenn die Etude gemerkt wird, zu gucken, wo ist dann die Introduktion. Es ist nicht Leute so in wir können nicht gefährdet sein. Du denkst, man damit mir gesagt, schon seit 8 Monaten sind nicht mehr wie 2 Meter um mein Pap herumgekommen. Nicht mehr nur wie 2 Meter. Am Anfang natürlich ein Glaswand, denken, es ist nicht möglich, dass ich mein Pap gestochen habe. An die Familie, die sieht, das mag ihr gefallen oder nicht, mir gibt es gerne Gewürge gehen. Mir gibt es gerne Gewürge für was, dass unser Pablo positiv ist. Das will die Leute Gewürge gehen. Sie sagen mir das. Sie wollen nicht auf den Radio. Das ist aber normal, dass sie das nicht wollen. Sie sagen, wir wollen unser Papa ist nach da. Wir wollen also nicht, dass als Stimme da. Wir sagen, der hat aber recht. Schon. Nummer, Telefon, Adresse. Von allem, was ich heute gesagt habe, habe ich immer eine schriftliche Bestätigung von dem, was ich am Nummer von irgendeinem gesagt habe. Ich habe die. Das könnt ihr mal leben. Sie sind noch bereit, sie dahin zu leben. Wir sind nicht bereit, dass die Leute Reperkussionen kriegen für Sachen, die sie mir melden und die ich da weiter. Das kann nicht sein. Ich will just noch ergänzen, der Cordon sanitär an den Kliniken, den ist viel mehr dicht. Du hast nicht nur Personal, also Pflegepersonal geimpft gehen, wie du hast auch viel gesehen für all das, was outgesourced ist. Zum Beispiel die Leute, die in Dessera bringen, die Leute, die in unsere Spitze kommen, dass die auch geimpft gehen. Und hier hat die Regierung an den Strukturen bewusst Decision geholt, alle die Leute nicht zu impfen. Und das ist auch das, was man froh ist. Man hätte gerne den anständigen Cordon sanitär. Aber wenn die Regierung auf der einen Seite Pflegepersonal impfen lässt, wo die Impfbereitschaft noch nicht so groß ist, und auf der anderen Seite denen Leute überhaupt keine Chance gibt, sich impfen zu lassen, dann kann keine Sicherheit da sein. Und das ist eine Decision, die man definitiv nicht verstehen. Wie war die Regierung, die da Decision geholt hat? Penurie kann an eisen mein steht Entschuldigung, weil Ziel muss ja an einer Pandemie sein, definitiv die vulnerable Leute zu schützen. Weil das sind ja die sich am echten Gefahr laufen, für zu sterben. Also muss ich alles durchsetzen, für die zu schützen. Also muss ich auch da alles durchsetzen, dass die Cordon sanitär dicht ist. Nee, wir wären argumentativ, aber an einer Auseinandersetzung, weil das, was ich heute gesagt habe, das war schon meine Meinungen dünsten. Die Meinung, die durch hunderte von Leuten gedeelt, dass da den Dünsten eine kontable Analyse gemacht wird, von Schiffern. Und dass auf der Kant probiert, das, was da geschieht, ist, Lauterbahn an der anderen Platz durchzustellen, also für die Wehr, als etwas, was eine Fatalität ist, mit dem man sich muss auffallen. Und ich hatte eigentlich dieselbe Reaktion wie journalistisch Kollegin Madame Raske, die an einem Kommentar genau das eigentlich herumbrüht hat an ihre Wieder, was den Dissens an der Kommission war. Wie dass es aber, wie soll ich sagen, über digital geht.
also doch nicht möglich, an dem Moment, wo du am Gange was dort zu schwätzen, zu gucken, was das die Reaktion von den anderen. Aber kein reagiert, was die übrigens öfters an den Kommissionen ist, dass Deputäten der Majorität nicht so in der Diskussion beteiligen, ja, dann ist es doch schwer herauszufinden, was die Meinung ist. Außer eine Person, von dem ich Lofrot, da kann ich das so. Das ist Madame Cecil Hammen. Die ist Deputiert von der LSAP. Deputiert von der LSAP. Die hat Beispiel genannt von einem Belgischen Direktor von dem Universitätsspital von Brüssel. Ich meine Noppen oder so ähnlich heißt der Mann, den der ja dort auch eine relativ virulente Kritik unter belgischer Strategie geäußert hat. Der war am Benelux-Parlament und du hast die gefragt, wie viel Prozent von den Leuten, die bei ihr arbeiten, sie geimpft. Und du sagst, der 95. Und du sagst den Leuten, wie ist das möglich, dass bei ihr 95% von den Leuten geimpft sind. Und du sagst den Mann, das wird man dann Hemmen so an der Kommission gesagt, du sagst den Mann, weil das wird immer dazu dienen, dass den Einzigen, der responsabel ist, von einer Familie, ein hat der stirbt, wir kriegen einen Prozess gemacht, den Einzigen, der responsabel ist, das ist ein Direktor vom Spital. Das ist den, der responsabel ist, was geschieht. Und die Responsabilität, die holen ich nicht. Und meine Leute wissen, meine Leute wussten, dass wenn sie die Responsabilität, die hier ist, nämlich die sich impfen zu lassen, nicht geben holen, dass sie nicht mehr an den Kontakt mit den Leuten kommen. So dir vielleicht das nicht ganz fein von dem Mann. Mit dem hat das gemacht. Und den hat das gemacht, aus so Sachen, die Madame Hemmen uns erklärt hat. Und ich kann nicht dann auch noch sagen, dass Madame Hemmen sich ziemlich largement d'accord erklärt hat mit dem, was der Professor Noppe oder Noppen da gesagt hat. Das leider so, ja, wenn mich vorstellt, da muss ich dazu, ich könnte ja wer Betting gemacht, da könnt ihr das kontrollieren, dass an der Kommissionssitzung von den Dünsten, die hat ja zum Objet, für den Deputierten zu erklären, was in den letzten 3 Wochen geschieht ist. Die Leute von Servio waren da, die auch auf der Pressekonferenz, Direktor von der Santé war da, die 2 Minister waren da. Madame Lehnert hat gut nichts gesagt. Gut nichts. Keine Explikation. Madame Lehnert hat also den Deputierten keine Explikation gegeben. Madame Kahn hat Satz gesagt. Das war die, dass sie gesagt hat, ein Logement encadré, die gibt nicht an die Statistik von den Altersheimer fallen. Das war ihr Satz. Sie haben sich darauf beschränkt, wenn Frohe waren, war pro Frohen, die Gestalt gesehen, für Frohen zu beantworten. Ich überlasse darüber nachzudenken, was für ein Erderweis par rapport zur Chambre, par rapport zu den Deputierten, das ist, von den 2 Ministern, die eigentlich kompetent sind für das Ganze. Und die Chamberskommission kommen, kein von denen 2 schwätzt aus sich raus, ohne dass sie, wie eben das geschieht ist, bei der Madame Kahn, bei den Clusteren, da den hier rief, telefoniert, dass sie an einer Reunion da sitzen, und dann sie den zu hier, wann es lief, das da als meine Information ist. Die hat vorgestellt, da muss ich darauf beantworten, dass sowieso wer Betting gemacht, auch alles das, was ich logisch so tun, sind ich ganz gerne bereit zu beweisen. Ja, auch noch eine Frage. Das ist ja ein bisschen mehr, ja, zu machen, jetzt sind noch Kommentare kommen noch im Interview in Dünsten, also bei Leuten, die das natürlich schon gut fanden, das ist ja immer so, die 2 miteinander Leute, die klar gesucht sind, dass da eine Streifeier von der Worte, für aufzulenken, für die Probleme, die macht das CSV, da man da bitte Robert Schumann, sie noch nicht an die Kraft der Leute, der werden nur die Gifte profitieren von seiner tragischen Situation. Also ich meine, wir machen ganz einfach just als Oppositionsürbig, dann nicht als Eisürbig für Probleme hinzuweisen, wo ja nicht nur Probleme hingewiesen. Ich meine, Michael Wolter hat 5, 6 klar Förderungen gestaltet, wo man so, dass da brauchen wir, für dass wir weiterkommen. Also es geht hier wirklich um ein seriöses Problem, es geht um Überleben an Tod, es geht um die Bevölkerung und das Eispflicht, zu gucken, dass in diese weit wie möglich, also gut wie möglich geschützt gehen, an Eva nicht komplett abgesperrt gehen. Ich wollte dich darüber beantworten, Herr Aullner, dass ich an den Feldschule, wo ich Politik gemacht habe, immer der Meinung war, dass ich ein Teil von der Solution bin. Sonst brauche ich keine Politik zu machen. Es ist ein Teil von der Lösung. Und meine Aufgabe besteht als Deputiert, ob ich an der Majorität war oder an der Opposition, ob ich Minister war, da war ich auch immer an meinem Leben, politische Leben, war dazu beizutragen,
dass man eng gut, eng proper, eng durchchten Politik zu machen. Es ist an der Opposition. Schon net die Impression, dass ich schlecht präpariert war, schon net die Impression, dass das, was ich heute so tun, dass das nicht dem entspricht, mir auch mein Beitrag, den ich heute leisten, als ein Teil von der Lesung. Hoffentlich ein Teil von der Lesung. Ich meine, das wirklich nicht ein Sujet von Haut. Wirklich nicht. Automar eine Pressekonferenz gehalten, über etwas, was als Moleid, was als politisch und menschlich Probleme stellt, und das ist das Sujet von Haut, und sonst schwätzen wir über kein anderes Sujet. So ist nach vor und da. Nee, dann gebe ich euch vielmals Merci so.